Es ist Sommer, heiß und du willst einen ganz feinen Pastasalat. Hier kommt das Spezialrezept. Ich wünsche einen guten. Liebe Patricia, es sieht schon wieder super bunt aus, weil wir gehen ja Richtung Ferienrezept. Erzähl mal, was es genau neben Farfalle sonst noch braucht. Rucola, Feta, Oliven, Okay. getrocknete Tomaten und für dieses Rezept ganz wichtig, im Öl eingelegt, Pinienkerne und ja, verschiedene ständige Gewürze. Kann nichts falsch gehen mit den Gewürzen. Mit den Zutaten. Ich freue mich bereits jetzt zum Probieren. Sehr Und gut und ich freue mich auf dich später. Einfach Mit rufen Essen. und ich komme. Mache ich. Bis später. Bis nachher. Bye, bye. Ciao, ciao. So, das Wasser kocht schon und dahin kommen die Nudeln jetzt. Ein bisschen Öl ins Kochwasser, nicht vergessen, das Herdöpfelgewürz. Dann können wir hier alles schneiden. Extra wirklich diese getrocknete Tomaten, die nachher im Öl eingelegt sind, gekauft. Die sind noch ganz schön, die kommen noch mit Kapern dazu. Dieses Öl brauche ich natürlich. Ich nehme gefriergetrockneten Knoblauch, mache da rein und lassen wir das dann ein bisschen ziehen. In der Zwischenzeit kann ich die Tomate hier schneiden. So, es muss nicht ganz klein sein. Es ist schön, wenn es so rustikal ist. Und das kommt schon gleich in einem Schüssel. Hier im Öl mache ich noch die anderen Gewürze, also nicht einfach nachher zum Verteilen. Ich nehme Pizzapasta-Gewürz. Nehme ich hier, damit ein bisschen scharf ist, wenn man das gern hat, Peperoncini-Flocken. Es darf scharf sein. Kann ich gut rühren. Knoblauch hat schon ein bisschen von dem Öl aufgenommen. Lassen wir noch schwarze Oliven jetzt schneiden. Auch die Oliven kommen hier rein. Das gäbe schon eine wunderbare Antipasto. Ja. Ich weiß nicht du, ich arbeite gerne mit den Händen. Dann kann ich Fett einfach so ein bisschen hier zerbröckelt so. Darf rustikal aussehen. Dann kommt diese schöne Soße hier rein. Ein bisschen schön untereinander rühren. Wir nehmen Pinienkerne dazu. Zuerst kurz anrösten. Das ganze Geschmack wird dann entfaltet. Schmeckt alles viel intensiver. Ohne Zugabe vom Öl, nur heiße Pfanne. Also jetzt sind die Nudeln soweit. Die abtröpfen. Nudeln noch heiß. Hier rein, weil wenn sie noch so heiß oder zumindest warm sind, saugen sie die Soße viel besser auf. Siehst schon mal, wie schön das aussieht. Wow. Pinienkerne haben auch Farbe angenommen. Das zeige ich gerne hier. Siehst du, wie schön? Goldig braun. Also dürfen sie auch hier rein. Ich habe jetzt noch ein bisschen Pizzapasta gewürzt rein, aber wirklich unbedingt probieren. Und jetzt kommt die Rucola hier rein. Vorsichtig hier mit dem kleinen Schüssel. So. Es sieht gut aus, finde ich, farbig. Es riecht sehr gut hier. Dafür musst du zu Hause machen zum Probieren. Hole ich das Steady und wir probieren zusammen bald. Du kannst es zu Hause nachkochen, aber warte noch ganz kurz auf mein strenges Urteil. Ja, wirklich, weil ich warte noch zum Probieren. Ich sehe, die Farben sind wunderschön. Es ist sehr kreativ und auch der Rucola, den habe ich sonst nicht so gerne, aber mit diesen kleinen Farfalle, Also nicht zu viel, gell? eine Geschmacksexplosion im Mund. Und es macht Sinn, dass man die Fette nicht einfach in Würfel schneidet, sondern mit dem Finger so sehr blöd. Zerreibt. Das ist die Liebe, die man da rein Absolut. einarbeitet, oder? Vielen Dank. Auf jeden Fall fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.